Kelly. Joel? Hast du schon enger Person in Antrag gemäht? Ja, das ist sogar noch nicht so lang hier. Und du? Nee, effektiv noch nie. Dat hei ass Navy Sachs. All zweet Woch schwätze mir iwwer ein anderes Thema. Vu Kierballechketen, iwwer Bezeungen bis hin zu Sachspraktiken. Navy Sachs, der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Als Mittwoch freut Mittes um 3 auf Radio Ara oder zu all Dares an Nutzeit auf www.sexpodcast.lu. Moin und willkommen an enger neuer Episode Navy Sachs. Mein Name ist Joel und ich sitze hier mit Kelly. Moin Kelly. Salut. Und wir schwätzen heute über Thema Verloben. Was vielleicht ein bisschen überraschen können für Leute, die euch viel nur gelauscht haben. Aber es gibt effektiv sogar einen Grund dafür, wieso wir über das Thema schwätzen. Und den ist uns am Navy Sachs Team aufgefallen, wo wir ein Datum gesicht haben. Und Kelly, du sagst, du kannst nicht, du gehst nicht verlobt. Und wir waren also, what? Ja, und dafür schwätzen wir über das Thema sich verloben. Also die erste Frage, die irgendwie an den Kopf kommt, ist, wieso verlobt ihr sich überhaupt? Das ist ein ganz gut froh. Wie dass ich mich ja auch dezidiert tun, mich zu verloben, beziehungsweise ich war die Person, die den ersten Antrag gemacht hat, auf der 2. Da kann ich direkt noch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Aber wo ich mich vorbereitet habe für die Episode von heute, habe ich so ein bisschen Gründe gesammelt. Und da sind mir tatsächlich für dich die Positivsachen angefallen, um sich zu verloben. Einerseits fand ich das cute Ritual und auch so ein Label Just und eine Form von Erinnerung, auch den zusammenhört. Und ich habe das zusammen mit meinen Freunden geplant, spezifisch mit 2, die so ein bisschen mehr involviert waren. Und das war natürlich auch flott, weil du warst irgendwie so auch selbst Gemeinsames, kann so ein bisschen etwas überlegen, Kollegen abhängen und so. Wenn man sich verlobt, kriegt zumindest eine Person einen cute Rang. Das finde ich auch leid fand. Also, ich fand das auf jeden Fall kein Argument dagegen. Wenn er sich Rang will, schenken natürlich, muss ich natürlich nicht. Ein anderer Grund für sich zu verloben ist natürlich, weil er sich will bestürden. Dazu habe ich ein bisschen mehr ambivalent Gefühle wie zur Verlobung, auch wenn, wie sich herausgestellt wird, sich Verlobung wirklich auch kompliziert ist. Ah ja. Oder mehr kompliziert, wie ich gemeint habe, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, wenn er sich will bestürden, hat er mit der Verlobung quasi so eine Form von vielleicht mehr aktiver Vorbereitungsphase, wo er sich kann beschwatzen, wie und ob er das will, wie er sich das ganz vorstellt, was das Luft hier in Hirsch an der Beziehung, und das fand ich aber auch flott. Also, dass es so eine Phase gibt, und ich meine, die kann pro Woche sie wahrscheinlich schon, die kann ein paar Jahrzehnte sein, wo so eine Form von Kommunikation an der Beziehung darüber gibt, wer ihn sich will bestürden. Also Downsides davon, die mir angefallen sind, ist, dass es schon ein bisschen stressig ist, etwas zu organisieren oder den anderen willen zu überraschen, wenn er sich dann überrascht. Ja, für allem mit mir ist es manchmal ein bisschen stressig, sich zu verloben. Erzähl nicht direkt. Vielleicht gibt es Leute, die sich nicht so gerne überraschen lassen, sagen wir so. Vielleicht kannst du doch etwas, wenn ihr etwas Cutes organisiert oder etwas Essen geht oder eben für den besonderen Verlobungsrang oder Schmuckstück. Vielleicht entsteht auch eine Form von Erwartungsdruck, sich dann zu bestürden, was kann Stress auslesen und so. Oder vielleicht auch so Identitätsthemen. Sind nicht ready für so eine Form von Beziehung, was heißt das für mich und so. Da kann ich auch noch ein bisschen erzählen, was das an unserer Beziehung ausgelöst wird. Ja, ich fand das ja, wenn ich so über nur denken, immer ein bisschen paradox, weil einerseits, wenn ihr sich bestört, dann seht ihr ja zu nehmen, okay, wir wollen Firma zusammenbleiben und das rechtlich aufsehen lassen, vielleicht auch nach Führen einer Religion aufsehen lassen. Und das liegt mal an, dass ihr seht, okay, wir wollen für möglichst lang zusammenbleiben. Aber dass ihr vier schon einmal seht, ja, wir wollen als das so an einer Woche bis 10 Jahre ungefähr. Das fand ich immer ein bisschen so, wenn ich darüber nur denke, so, ja, mir hat den dann nicht schon ja gesagt, und muss ihn sich dann überhaupt noch bestürden? Oder wieso Frieden überhaupt? Weil das ist ein bisschen so ein komischen Zwischenschritt. Aber
das ist eben noch eine Tradition und dafür verstehe ich auch, dass die Tradition da will machen und dann einfach sieht, okay, ja, so wie ich mich das vielleicht ich mache, wann ich mich je wild bestürzt, der Gent vergisst und hey, komm ich schmerzen drüber, ohne großen Antrag zu machen und dann sich mal ein Datum und dann nehmen wir das, wann den das schon so administrativ muss machen, aber ich verstehe aber auch, dass den Moment von dem Antrag vielleicht auch einfach will machen und wie du siehst, ja, das ist eine Tradition und das ist auch dann eine gemeinsame Erinnerung. Hast du auch so über die Sachen nur gedacht oder wäre das einfach von Anfang an klar, okay, wann ich mich bestürze, dann muss ich auch mich verloben? Also ich kann mir ja nie vorstellen, mich zu bestürzen. Aus Gründen, die man vielleicht mich spät an der Episode noch können beschwatzen, wie war denn sich bestürzen oder auch nicht. Aber das war echt etwas, was ich mir nicht so gut konnte vorstellen. Und dann hat eine Freundin von mir sich bestürzt, letztes Jahr. Und ich fand das mega schön fand, weil du als den Kollegen zusammengekommen sind, war ein emotionaler Moment für als alle gut irgendwie. Und war auch für mich mega schön. Und das hat mich natürlich positiv überrascht. Hat seine Frau haben sich relativ schnell nämlich bestürzt, auch wie es einer Visumsgeschichte, also sie wollten das sowieso machen und dann hast seine Frau hier ein US-Visum ausgelaufen und sie waren so, ach, dann hast du ja einen guten Moment sozusagen. Und das war eigentlich der Moment, wo ich dann angefangen habe, mit meiner Beziehungsperson drüber zu schwatzen. Und ich meine, wo wir auch dann so evaluiert tun, wenn wir als Welt bestürzen, gegen wir verdrehen, als verloben oder nicht. Und irgendwie sind wir dann drauf gekommen, dass da war wirklich, ja, eine schöne Jazz da sozusagen. Und ich habe für mich auch so das Gefühl, das Commitment dazu, zu evaluieren, was wir planen und wie. Also, je nachdem, wie klein oder groß ich eine Hochzeit will machen, wenn ich dann bestürzt bin, irgendwann die nächsten Jahre können wir darüber schwatzen, ist das ja schon aber relativ großen Aufwand zu evaluieren, wen es da all wird und so weiter. Weil die Feier soll sehen, ich fand, du hast du alle auch schon flott an der Hochzeitsgast-Episode drüber geschwärzt. Und es wird ja auch so einen finanziellen Aspekt. Und ja, mir hatte noch nicht so direkt auch zuhören, für das so mal über Mut zu machen. Und dann sich ein bisschen drauf anzustellen. Oft unterstützt ihr dann noch die Eltern oder so, alleine etwas bei. Oder die überlegen sich, wen das mit der Kollege kann zusammen machen oder wir wollen Buffet machen und so. Und ich habe so das Gefühl, auch für so die mehr pragmatischen Aspekte, also vielleicht gut, so die Vorlaufzeit zu haben. Aber vielleicht, ich weiß nicht, können wir auch dafür, brauchen wir eine Form von Legitimität. Das ist nicht so, geht das, wenn ich gleich zu, weil wir wollen also nächsten Hirsch bestürzen, mir so verlobt, guckt, irgendwie gibt es das Symbol, vielleicht auch im Sinne von einem Schmuckstück oder so. Aber wir mengen das echt. Also ich habe ein Gefühl, dass so gesellschaftlich da vielleicht auch noch ein bisschen so mit drin ist. Ja, wo ich mit Jasko drüber geschwärzt habe, also mit einer Beziehungsperson, ob man das will machen oder nicht, ich manchmal einfach cute und witzig fand, so ein bisschen drüber zu schwätzen. Okay, mir ist noch ein super guter Grund angefallen, für sich zu verloben. Weil wenn man dann eine Hochzeit plant, da kann man also Geschäfte gehen und so. Wir planen eine Hochzeit und wir geben das keine Kuchen rausziehen. Und da kann man so 15 verschiedene Kuchen schmecken. Weil wenn man eine Hochzeit plant, dann bestellt ihr dann eine große Kuchen und schon das Größte, den ihr dann bestellt, wo in der Kuchen auch Schmecken gibt. Stimmt. Wir können noch eine Episode machen, eine Hochzeit 4 bereden. Du kannst vielleicht nächstes Jahr schon ein bisschen mehr dazu erzählen. Weil das ist ja noch ein ganz anders, das wie sich dann zu bestürzen. Aber von der Tat ist vielleicht schon ein bisschen Frevel über das schwätzen, also neiger zurück bei den Antrag. Du hast ja schon gesagt, okay, die hat 4 Drohnen schon drüber geschwärzt, dass ich will verloben, das ist wäre nicht so eine mega Überraschung, dass du so aus einer Küche gesprungen bist und gesagt hast, willst du mich bestürzen? Und die Partnerperson mega erfeiert das. Es ist Schlappe gefallen, dass mir wusste schon, dass das irgendwann ein KG kommen. Wie möchte ich überhaupt den Antrag? Also, der Dienst, was ich kenne, ist entweder so komisch, spektakuläre Geschichten, über die man einander kann schmerzen, oder einfach so ganz klassisch gehen und knähen, also die willst du mich bestürzen. Ja, was hast du gemäht? Also ich hatte ja gedacht, es wäre pratt, wenn ich schon drüber schwatzt, wen sich Welt verloben, dass das irgendwann könnt. Vor allem, weil man den Joke hatten, dass wir am ersten Jahr, wo wir zusammen waren, verzehren waren, und du hat Jasko mich gefragt, ja, war das überhaupt deine Meinung zum sich bestürzen? Und du, wie soll ich so, und habe ich ein bisschen forsch reagiert und ich habe gesagt, was, darüber schwatzt ihr nicht, bevor ihr nicht mindestens 3 Jahre zusammen ist. Und natürlich hat Jasko echt gemeint, war das Ding Generalausstellung zum sich bestürzen und nicht will mir als bestürzen. Mir schon, ja, wie soll ich so nicht so gut darauf reagiert. Und da, wenn ich das witzig fand, als Joke auch,
und unserem 3. Jahrestag, wo wir 3 Jahre offiziell zusammen waren, dann den Unterricht zu planen. Und wir haben auch für drunten so ein bisschen den Gag gemäht, oder hat Jasko doch gesagt, ja, das ging dir ja ähnlich gesehen, das den Tag zu machen. Und da bin ich gedurcht, es wäre absolut klar, dass das dann natürlich der perfekte Kandidatum wir für selbst zu machen. Und ich habe gesagt, ich meine eine Überraschung eben für einen Jahrestag, weil ich gemäht habe, als dass ich einen Workshop geplant habe, wo wir Buchbande waren, weil man das schon wie lange wollte machen, mit das war etwas, was nicht so ganz billig ist. Und ich habe gedacht, das ist auf irgendwie dann eine flotte Occasion. Und ich hatte eben gesagt, ja, wir machen etwas Flotteste nur mitten, und oben gehen wir noch zusammen essen, du vielleicht ein bisschen etwas Schönes suchen, mir auch nicht so schick. Und du hast noch gesagt, haha, willst du mal einen Antrag machen? Da hat meine Schwester ihre Freund auch gesagt, bevor hin dann die Überraschung gemäht hat mit dem Antrag. Und da war ich so, okay, 100% weißt du schon, dass das wird passieren. Zumindest innerbewusst. Und da war ich auch irgendwie froh, weil ich mir gedacht habe, das aber flott, ich kann so ein bisschen anzustellen. Und dass mir nicht so alle aus der Küche gesprungen könnt. Ja, und dann waren wir an dem Workshop und ich muss sagen, ich war schon ein bisschen aufgeregt, weil ich hatte natürlich alles viel berät und ich hatte ja auch schon ein paar Wochen für drin beim Silberschmott war Strang, den ich bestellt habe. Ich hatte ja mit meinen Kollegen das organisiert. Du gehst mal aus dem Workshop raus. Wir hatten ein, zwei so schön so Fotosbücher, selber komplett angebunden. Und das war auch mega süß. Und ich habe mir gedacht, cool, vielleicht kann ich doch so dann so von unserer Beziehung irgendwie so Fotos drauf passen oder irgendwas Dramon oder so. Und dann fuhren wir bei mir jemand engagend und ich habe mir gedacht, ich mache den Antrag auf einer Bank. Weil dem Moment, wo mir das kennengelernt habe, war noch so ein bisschen Pandemie. Und da hat sich natürlich am Anfang so ein bisschen echt an die Bause getroffen. Das heißt, wir wohnen nicht so mega weit von der Nähe. Wir haben uns oft eben bei der Bank getroffen und wir haben sie Pussy Bank genannt. Und ich habe mir gedacht, das ist die perfekte Bank, mir war das da, wenn du sitzt. Das heißt, ich hatte eine Freundin, die einfach nicht mehr auf der Bank sitzt, für zu lesen. Und das war nicht so auffällig, weil er schafft war an der Gegend. Und du sitzt halt da auf der Bank und da gehen wir halt so, die Bank ist für eine Kirche, so bei der Kirche. Und dann so, hey, was machst du denn hei? Und einfach schon ein bisschen gelesen und so. Ja, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Und du so dich, hey, komm mal sitzen nächsten Tag, und ich halt so einen Brief hier berät. Und zum Schluss von dem Brief frage ich dann, willst du offiziell mit der Familie gehen und so. Und der Brief war so 2-3 Seiten lang. 4. Und ich lese die so viel. Und am Nachhinein hat Jasko gesagt, ich weiß gut nicht mehr, was an dem Brief dran steht. Keine Ahnung. Weil irgendwann ab Seite 3 war so, was geschieht? Und wir hatten eben hier viel drin drüber geschwärzt. Und Jasko hat gesagt, also wenn du nicht auf die Knie gehst, dann glaube ich doch nicht, dass du das musst. Dann denke ich, dass du den Gag musst. Das heißt, was ich natürlich gemäht habe, ist, dann den Brief fertig gelesen, den drüber gelöscht auf die Bank, sind 400 Bank auf die Knie gegangen, und den Rang aus meiner Tasche gezogen und den dann hingehalten und dann eben gefroht. Und Jasko hat nichts gesagt und dann nur gefangen mit Lachen und dann 2 Minuten süß gelacht. Oh. Und war komplett überfordert. Und ich habe mir gesagt, willst du den Rang vielleicht probieren? Und ich war mega froh, dass dann die eine Freundin, die für so auf der Bank sitzt, und eine andere Freundin, die vis-à-vis am Würstel stand, Hanna aus der Dier heraus gefilmt hat, die wirklich ganz witzig Foto und Video gehen. Bei uns kommen sie an mir nach umgestoßen mit ein bisschen Champes, weil das hat die Situation ein bisschen abgelockert. Aber war wirklich so, dass Jasko überhaupt nicht erwartet wird. So kann er doch gehen. Wer tut denn aber irgendwann ja gesund? Es hat bestimmt gedauert, immer so. Okay. Ja, wir waren dann nach Essen, weil ich hatte dann an einem Restaurant nicht so weit weg, wo wir zu essen gehen, Rahmen essen, einen Tisch reserviert, und so gedrischend Lavendel auf den Tisch gelöscht, so als Blumen. Mir hat gut geschmeckt, ja, es hat nicht so viel gegessen. Und dann haben wir mal richtig lange darüber geschwärzt, weil das schon bei ihm relativ viel ausgelöst hat. Also ich meine den nicht, weil die Gesellschaft ist immer so, ja, ich will, natürlich, und dann kreis ich den und dann ist alles gut. Aber obwohl das am Anfang echt die Person eigentlich ist, die sich vor 4 Jahren hat, kennt die vorstellen, sich zu bestürden, und ich echt nicht so, hat das noch mega viel bei ihm ausgelöst. Und so froh von, was heißt das? Sind ich überhaupt erwusst genug? Sind ich liebenswert genug, dass wirklich auf die Art und Weise zu mir ja seht und so? Und wir haben immer eine andere Freundin drüber geschwärzt, was auch
rezent einen Antrag gemacht, gut, an der sie seit 16 Jahren zusammen, aber ihm sind ähnliche Themen auch abgekommen. War den, ja, vielleicht bin ich so erwacht bei so einem Antrag, vor allem, wenn eben nicht aus heiterem Himmel aus und springt den aus dem Flieger, willst du mich bestören, mir sie seit 3 Monaten zusammen oder so. Ja, das finde ich ganz interessant fand. Also das schon ein bisschen eine andere Erfahrung gemacht, wie so das gesellschaftliche Narrativ bei denen so kennt. Das ist ganz spannend. Und mein doch gut zu wissen, für jeden, den Antrag will machen oder vielleicht schon ein Rekruter nicht direkt dann vor der Zunge Brett hat, so gut, wenn er schon drüber geschwartet, dann den das will machen, kann da so froh abkommen. Ja, das kann ich mir aber gut vorstellen, den dann mal. Also ich denke, okay, das ist wirklich seriös. Das ist ja flott, wir wollen Firma zusammen sein, aber wir wollen hier und da machen, zu schwätzen, wir wollen sich dann wirklich dafür entscheiden und dann quasi kein Zurück mehr gibt, wobei beim Verlobung ja noch relativ einfach rauskommt, dann wird das schon ein bisschen mehr kritisch, kann ich mir gut vorstellen. Mich sind ja froh, dass das halbwegs gut ausgegangen ist. Das klingt effektiv ziemlich cute, so mit dem Brief an der Bank am Park. Viel was besser wie so Sachen, die du auch schon erwähnt hast, so Leute, die aus dem Flieger sprangen oder sonst irgendwelche komisch Stunts machen. Und ich fand von allem so für ein großen Publikum sich verloben, du gesehen ja immer dann irgendwie so Videos, dass sich für allem Männer dann irgendwelche große Sachen überlöscht haben und Frauen dann relativ schockiert erst gesehen und dann, ja, ufängt mit kreischen ja so meistens aber du warst in natürlich also in einer Situation wo ihr ja quasi nicht mehr so kann also für allem wenn dann irgendwie Hunderten oder Tausende Leute nur gucken bei einem großen Konzert möchte ich in den Antrag was willst du denn da machen also für dann nicht zu so das Mensch ein bisschen oh Gott. Ganz komisch ein bisschen awkward dafür gebe ich alle gute Roden so Sachen vielleicht nutzen machen oder so just zu machen, wenn da ich vielleicht schon ein aufgeschwart mit der Person. Ja, und ich konnte ja dann noch einen Antrag zurückgemäht. An als den Partnerperson aus dem Flieger gesprungen? Nee, Gott sei Dank nicht. Boah, du warst mir ja schon 50% verlobt. Mit hat mich trotzdem überrascht, muss ich sagen. Es hat mich auch sehr überrascht. Auch da hat also überraschend, dass es mich überrascht wird, das ging auch nicht Menge. Also wir hatten eigentlich dafür drin auch aufgeschwärzt, dass wir es flott fanden, was jeder so einen Antrag möchte, wenn es im Just und auch wenn es dem Rang entschuldigt. Also ich hatte auch gerne Rang. Aber für allem eben, indem ich so das Gefühl hat, so eine überfordernde Situation ausgelöst zu, was mir natürlich mega leid getan hat. Aber gleichzeitig war ich auch ein bisschen traurig, weil natürlich von den so das gesellschaftliche Narrativ am kaputt von ja, ich will, was so einen ganz klaren ja, ich will dich ja auch aus. Ja, hat mich da doch schon so ein bisschen verunsichert, obwohl ich vor 4 Jahren wusste, dass es nichts mit mir zu tun hat, auch noch nichts mit dieser Beziehung zu tun hat. Mir das hat quasi so ein Thema mit sich selber sind. Und ja, da wenn's du mal eben als drauf geeinigt gehabt, dass ich wieder einen Antrag möchte. Und ich habe gedacht, das dauert bestimmt nur nach ein paar Monaten, vielleicht am Sommer oder so. Also, was letztes Jahr am Hirsch, wo ich den Antrag gemacht habe, Sommer Hirsch. Und du warst relativ überrascht, dass das wie lange ist es hier so ungefähr 3 Monate am Februar schon geschieht ist. Wir waren in der Vakanz. Aber ich hatte gesagt, gerne beim Wasser inzwischen, weil ich eben gerne Wasser habe und so. Und wir waren an der Vakanz zu Teneriffa mit meiner Familie. Und auch allein du weinst, finde ich mir schon gedacht, das ist also nicht für mich ein ideales Setting, weil ich will am Anfang nicht, wie soll ich so, direkt die erste Meinung mitkriegen von meiner Mama oder von meinen Eltern. Jasko hat das auch nicht empfunden. Ja, wir sind eben Samstag gekommen. Am Anfang war die Idee, es Samstag zu machen, wenn wir spazieren gehen, quasi 4 Uhr sitzen mit der ganzen Familie am Strand. Und dann kommen wir an und dann gehen wir schon einen Teil von der Familie besichtigen, weil die waren in einem Appartement direkt an der Gegend von uns. Und die waren so, nee, wir gehen heute noch nicht mit dir essen. Süß dir mit den Eltern, und wir kommen da recht morgen. Weil ich schon so, okay, hau das nicht den Tag, vielleicht nur. Den Tag drauf, sondern war dann ein mega flotten Tag. Und dann sind wir rüber im Zimmer gegangen und haben gesagt, gehen wir duschen, kaufen und dann kochen wir etwas Schönes. Und dann war so, ja, das hast ja am Anfang einen guten Urlaub, für dann nur nach vielleicht am Deich drin am Strand spazieren zu gehen und dann den Antrag zu machen. Dann ist es aber so gekommen, dass wir auch Kaffee waren und wir einen ganzen Tag an der Sonne und der Schwamm war ich so überfordert vom Ackerfen, dass ich dann überhaupt keine Lust mehr hatte, zu kochen. Und dass ich etwas gesagt habe, was ich noch nie in meinem Leben gesagt habe. Nämlich, so, wenn man nicht rasch davor 4 Gestern sind, die man mitgebracht hat in einem Flieger. Das heißt, das war das absolut liebloseste, unromantischste Essen von der ganzen Welt. So ein Eierauflauf an der Mikrowelle warm gemacht.
Das war schon nicht so ideal. Und du so nicht während mir sind, oh, ich hatte Lust, ein bisschen Musik zu lauschen und zu malen oder ein Hörbuch. Wäre dann eine Reihe für dich? Und der hat geguckt mir dann so, ja, und als aber offensichtlich irritiert oder irgendwie enttäuscht, was mich natürlich komplett irritiert hat, weil ich mal gedacht habe, hey, und ich habe es falsch gemäht und ich habe es Blödes gesagt. Und schon mal so Gedanken gemäht, weil ich nicht verstanden habe, was die Situation ist, was die Reaktion da ausgelöst wird. Und ich habe nicht einmal überraschend tun, dass das ein bisschen Untrag passiert, dass ich so lange nur Geburt habe. Oh nee. Wisst ihr das? Der hat gesagt hat, ja, mir wisst, ich hatte ja gesagt, schon doch einen Liebesbrief geschrieben. Und dann war ich so, oh Mann, ja, stimmt, das tut mir leid, dass ich das vergesse und so. Und dann haben wir drüber geschwärzt. Und dann war ich so, willst du mal den Liebesbrief nicht hier lesen? Und wisst ihr, wir sitzen halt an so ein bisschen lieblos angerichteten Airbnb und so. Das war auch kein besonders romantisches Setting, war auch schon so emotional abgelöst und so. Und ich konnte es nicht gehen bis das dann irgendwann dann kam, ja, mir wisst ihr, mit dem Brief, mit dem. Und dann hat Jasko so ein Küste raus, gehalten so im Bett, können doch auch krank. Ja, du fandst natürlich komplett geschossen, die ganze Situation, weil wenn du gesagt hast, mit wirklich Kalamin, was? Nee, ich will das nicht. Weil das natürlich gar nicht so war, wie ich mir das gedacht habe, dass es keinen Sinn. Ja. Und auch die ganze Situation schon so emotional ist. Also es war so ein Peak-Moment von, wir sind so, wie wir sind. Und auch wenn wir einen Untrag machen, sind wir natürlich genau die Leute, die wir auch so sind. Ja. Also es ist spannend, das relativ, zu beschreiben dazu, wie unser Charakter ist, aber wie so eine Beziehung ist auch. Weil ich konnte noch nur gesagt, ich bin ja ganz froh mit dir, dass du dann, wenn du merkst, dass du nicht an der Reihe hast, nicht kannst gehen, du bist an no fries. Aber gleichzeitig ist das doch ultra nervig. Ja, und du hast mal ausgemäht, dass wir vielleicht 2D Strupp machen und dann haben wir den Tag Strupp gemacht, spontan am Strand, oben sind wir spazieren gegangen. Mir war das doch also gelehrt, am besten, wenn ich mir einen Untrag machen will, schickt ihr mir einen Untrag für meinen digitalen Kalender mit einer Auerzeit an einem Tag. Gut, also auch, wo es stattfindet und ungefähr, was ich soll tun. Also das ist so, wie du es genäht hast. Ja. Voilà, das waren meine Geschichten dazu. Also, ich habe mir nicht gedacht, dass so viel nach Kindenergiemähen schief laufen, wenn den am Anfang schon weiß, dass ihn sich will verloben und schon zu 50% verlobt ist. Nee, ja, das weiß ich eben, dass Menschen immer Menschen sind und dass die Pläne, die ihn so mischt und dass man sich ausdenkt, wie romantisch und super das Kind sind, dass das dann nicht immer so klappen muss oder kann. Du wusstest es, das wäre am Anfang so eine Vakanzwoche, die Familie dabei wäre, ist natürlich für mich eng von denen große Frauen, wo ich gar keine Erfahrung habe, weil ich selber eben noch nie verlobt wäre, wie reagiert dann die Familie auf so etwas? Weil ich kann mir vorstellen, dass das ein bisschen so eine andere Art von Reaktion ist, wie in das vielleicht bei so, ich bin zusammen mit dem und dem, oder ich schon lieber so mein Bachelor of Arts, oder ich schon ein Buch geschrieben, kriegt nämlich nach viel mehr positiv. Also meine Kollegen wussten nicht ja alle gut schon für drin, weil ich natürlich nicht konnte meinen Mund halten, weil ich so abgeregt war, dass ich jederem gezählt habe, dass ich Leute den Untrag planen. Das finde ich am Nachhinein ein bisschen schwer fand, weil da konnte ich keinen überraschen, weil natürlich cool war, weil beim Jasko war es so, da können alle Leute zählen, hey, guck, es sie verlobt geht und dann die witzige Geschichte halt dabei zu zählen. Ja, das finde ich ein bisschen schwer von im Nachhinein. Meiner Familie, ich meine, Eltern haben halt immer Erwartungen und so die Liebe von ihren Kindern und ihre Beziehungspersonen und so weiter. Und ich meine, das ist schon für Eltern so ein emotionaler Moment, auf eine Art und Weise, auch wenn natürlich an der Gesellschaft in der wir leben, so ein bisschen so ein Übergabe von der Biofamilie dann zu der, entre guillemets, eigener Familie ist. Das sind dann bestörbar, sondern kriegst du Kinder und dann hörst du so dein eigen Ding irgendwie. Also das ist so eine Form von Aufkopplung vielleicht auch, die du stattfindet, die vielleicht doch schwierig ist. Ich habe echt das Gefühl, dass meine Eltern mit Jasko ganz gut kennen und dass es dafür für mich echt eine Unnäherung ist, weil dadurch, dass ich
auch heinst du dann zu zwei mam Jasko du sie Familie halt viel mehr anstrengend für mich aus weil die Dynamik sich da für mich verändert und auch weil sie mich an Menge Rollen nicht nehmen als Kant mehr als erwürste Person holen dem Moment sich für Mengen Älteren zu so ich kann mich am Anfang bei meinem Papa erinnern den hat schon emotional reagiert und hat ein bisschen gekrascht manchmal und so da tun ich mega leid fand ich denke für meine Eltern das natürlich auch nicht so einfach weil man nicht an dem selben Land wohnen und sie so weit wasch sehen. Also es gibt auch Leute, die, ich denke, an so US-amerikanische Hochzeitsvideos am Strand, wo dann die Eltern auch in jedem Druck stehen oder so, an irgendwie an die Verlobung, an den Antrag angebunden sind. Das wäre nicht für mich gewesen, muss ich ehrlich sagen. Wo du die zweite Verlobung quasi oder so 100% gelurde war, dass wir verlobt sind. Und ich meiner Mama das konnte an der Vakanz auch so, und ich mich spät. Das tun ich als nicht so positiv vorgeholt, weil du der Fanger und dem ich den Rang ugedun und mein Verlobungsrang, der war der längste Mittelfanger, wo ich dem Jasko sehr Rang ugedun und das heißt, meine Mama hat mir eigentlich so den Moment gespürt, auch von hier Rang, den ich unhu seitdem ich 16 Jahre alt bin, auf dem Fanger und ich ausgedun und den das ausgetauscht gehen durch so den neuen Verlobungsrang. Ich meine, das war ein bisschen hart für sie. Eine Konsequenz auch irgendwie für mich, weil ich mich natürlich mehr gefreut hat, dass sie sich darüber freut, dass ich den Antrag kriege, wie das so hier irgend Dingen draus möchte und direkt freut, mein Rang kostet nicht mehr un. Ja, irgendwie verstehe ich da gleichzeitig, geht es ja am Anfang nicht im Tal drin. Bei der Sache. Ich verstehe noch Leute, die so mir so nicht kennen, an mir bestürden als einfach an der Sommer oder so, weil ich schon auch muss mit der Gefühl von den anderen Leute, die da nur stehen, so ein bisschen umgehen. Der weiß. Ja, ich meine, dass den das halt nicht vermeiden kann. Also, wenn es dann halt so am Geheimen besteht oder so auf Las Vegas 4, dann musste du noch eben da umgehen, dass du bestürtbar so ein Feier hast und die Leute alle gut in der Dachgerede wären. Und das ist ja immer eine Quelle von Drama oder Gefühlen, die Leute haben. Und wie du siehst, Eltern projizieren da Sachen dran, Geschwister, Großeltern vielleicht auch. Das kann ja sogar auch ein Grund sein, findest du so, ich will das nicht machen. Oder ich will mal das noch überlegen. Also das habe ich bei der Recherche ein bisschen gelesen. Anscheinend ist es so, dass queer Menschen sich ob man's in den USA mehr spät bestürden wie straight Koppeln. Gründe dafür sind neben den Finanzen zum Teil auch eine Attraktion von der Familie an den Eltern. Auch den sich ja und da muss ihnen Partnerperson vorstellen und dann irgendwann so wir geben es gerne bestürden und wenn der Schiedfrieden comfortable genug da ist, dann geschieht es dann noch irgendwann. Also das kann ich mir gut vorstellen, dass das ein Hemmnis ist, ja, an der Gesellschaft, in der wir leben, einfach schwer, dem ganz erst den Weg zu gehen, gebe ich mal so. Nun steht schon ein bisschen angeschnitten, die Frage von, wieso bestört ihn sich eigentlich? Hast du da ja bestimmt auch Gedanken gemacht? Oder wird bei euch einfach so, okay, wir wollen das verloben und über den Rest denkt man nicht nur. Wo ich über die Frage, für was sich Klammern nicht bestürden, nur durch sind sie mir verdächtigt, die Negativsachen angefallen, interessanterweise zum Bestiertnis. Die Mangel auch der Grund war, für was ich für ein 4 Jahre gesagt habe, was? Darüber, nee, das ist noch zu frei, für so darüber zu schwätzen. Natürlich haben wir schon ein bisschen dann über Hochzeitssache geschwärzt, mir schon gefühlt seit der Verlobung Mai. Ich meine, was Gründe waren für mich, für sich nicht zu bestürden, aus nie dem Erwartungsdruck von der Familie oder den Älteren oder der gesellschaftlich, dass es so abgeluden ist auch und dass es vielleicht auch stressig ist, selbst zu organisieren und dass es kalt dann so, dass ich mal durch aus das, wie ich Beziehungen gesehen, also mir schon oft auch über den Relationship Escalator geschwärzt, also quasi den gesellschaftlichen Skript, da sie sich kennenlernen, da verlebt ihn sich, dann hat die Sex mit denen, da lernt den Freund kennen, dann Familie, da geht ihn sich irgendeine Form von Label, dass sie da fast zusammen ist, dann ist ihn exklusiv und dann vermischt er so sein Leben, an dem ihn zusammen wohnt, was übrigens eine Voraussetzung ist, rechtlich zusammen wohnen, die selbe Adresse für sich zu bestürden, dass er gemeinsam Finanzen hat, dass er gemeinsam soziale Kreise hat und in sich dann so lange Zeit quasi committed, oft so bis dass der Tod uns scheidet, und auch so ein bisschen, ja, so die Vorstellung von The One drin ist, aber wenn die richtige Person ist, da kannst du dir quasi das Skript, den Escalator, so die Stufen immer rumgehen. Und bei dem Escalator gibt es ja auch keine Stufen, dann ein Ruf. Alles, bei den Ruf geht das rum Scheitern. Also wenn du zusammen sitzt und dann rum also Nebeln, das weil du merkst,
das besser, wenn man nicht zusammen wohnen, dann musst du dich ja schon mal trennen oder Schäden losen. Also das ist ein relativ unflexibles Modell und so ein bisschen one size fits all, was natürlich nicht stimmt. Und am Anfang ist das nicht so ganz meine Vorstellung für Beziehungen, weil ich das ja irgendwie so unflexibel fand und ich auch fand, dass die Sachen nicht voraussetzen kann, dass man halt immer muss ausverhandeln, Konsens sichern für das, wie die Beziehung funktioniert. Und natürlich auch eine Form von Hierarchie und Monogamie mit dran hat. Auch wenn das nicht ist, dass ich nicht die Commitment schön fand. Das fand ich natürlich schön, weil ich meine, das ging ich mich nicht verloben und hat auch nicht Lust, mich zu bestürden. Aber ja, die heteronormative Vorstellungen daran war es schon schwer für mich zu gucken, wie passt das an meinem Leben. Oder auch mittlerweile die homonormative Vorstellungen. Also, dass ihr seht, okay, queer Leute, die wie all die anderen, süß, dass sie eben queer sind und du willst dir von sich bestürden, mir soll das nicht ernst das. Also, ich verstehe eine Menge Formen von Beziehungen schon als mehr politisch, wie dass ich mal denken, ja, Frau, Haus, ein Hund, da vielleicht anderthalb Kind oder so. Das ist nicht meine Idealvorstellungen, für wie das Leben sich soll aufspielen. Und du willst, ja, und ich mal gedacht, passt du irgendwie sich bestürden nicht so ganz ran. Und du siehst mir aber, ja, wie gesagt, alle gute Schei-Sachen noch aufgefallen. Also so die Gemeinschaft, die du mal da könnt, dass du mit deinen Friends alle gut zusammen kannst, dass du das Ritual hast, dass das Gefühl von, es geht vieren oder es entwickelt sich, ja, aber auch kann etwas Schönes sein und es nicht unbedingt quasi am Sinn von der Rolltrap muss sein oder so. Also zum Beispiel die ein Kollege, von denen ich für schon gezählt hat, die sich verlobt tun, sind nur an Gespräch gegangen und haben dann nur 16 Jahre zum Beispiel hier Beziehung abgemäht. Und also das heißt, sind gleichzeitig verlobt, alle eine Beziehung, was mega gut funktioniert. Weil sie sich natürlich seit 16 Jahren schon sehr gut kennen und ich fand das eine extrem inspirierend, bereichernd Erfahrung, auch das Lummer zu erleben, wie das bei Ihnen ist und so, und das fand ich ganz schön. Und dann ist natürlich auch das, also ich organisiere gerne Sachen und ich fand es auch schön, etwas zu tun, worüber ihn sich freuen kann, also so den Aspekt von der Vielfriede, das meine ich auch flott beim Bestürden, nie auf dem ganzen Stress. Ja, und dann natürlich rechtlich Sicherheit und so, was für queer Leute meine ich noch ein bisschen ernst ist. Ja, schon auch ein bisschen mal evaluiert, was können da drin sein, für sich zu bestürden. Weil mir halt eben auch immer als echt so, okay, das ist am Anfang so mega die Hetero-Geschichte an heteronormativ an. Ich sind an der Tunge in der Hochzeitsgast-Episode hier auch schon gesagt, dass ich mir dann sogar schon überlegt und sollte, wie hart du hingehen, unterstützen nicht an die Wahrheit. Wenn denken dann eben auch sich, da fällt sind Steuern, bei Zwitzbusch, Kinder sind, das nicht demnächst nicht mehr so relevant wird sind. Dann aber ganz viele Sachen, die ich kann nur vollziehen, so die administrativ-organisatorischen Geschichten, wen der von Klinik, wen irft, automatisch. Da das zum Beispiel vielleicht auch nicht so mehr an den USA, aber ganz wichtig mit der Krankenversicherung für seiner Partnerperson mit dran hängt und vieles ist viel mehr kompliziert. Auch zum Beispiel eine Wohnung sichern, wenn ihr seht, wie sie bestört, dann ist da eine Sicherheit für die Person, die eine Wohnung vermietet. Zum Beispiel. Und dann auch kann er gründen, gerade für Queerleute, viel mehr einfach, wenn es bestört ist, wie eben Leute, die sich selber mit denen reproduzieren können, also adoptieren oder eng Person kann austreten an die andere adoptiert, das ist halt viel mehr einfach, wenn es bestört ist. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass Leute bestürden so aus FOMO oder Peer Pressure, also so, wenn ihr an einem gewissen Alter könnt, so Anwand von Russisch, am Mittelriss vielleicht denken kann, mehr so gut, wenn dann alt Leute von drin schon irgendwie bestört sind, dann angefangen nur Kinder zu kreieren und vielleicht dann auch sogar irgendwie insbesondere das Hiplendere wie du, wo er alle guten zusammen gewohnt hat, dann kann ich mir schon vorstellen, wenn ich dann denke, so, was mit mir? Will ich da doch, wo ist meine große Love Story an mein wunderschöner großer Kuch? Wenn ihr sich so anguckt, wie das statistisch aus. Also ich habe für allem am Kopf gehabt, für Frauen aus besteht nicht immens gefährlich. Ich meine, das aus etwas wird einfach so aus, einfach wenn es partnerschaftlicher Gewalt. Wenn ihr aber generell Population guckt, dann gibt es Suchen, das habe ich in einem Artikel gelesen, den verlinke ich dann auch, dass Leute, die bestört sind, Männer gesundheitliche Probleme haben, wie lange leben, mehr verdienen, Ende von ihrem Leben mehr Reichtum gescheffelt hun, wie Leute, die sich gar nicht bestellen, an dat Leute, die bestört sind, gerade normalerweise mehr stabil und mehr positiv auf ihr Mental Health gucken, wie Leute, die nicht bestört sind, und auch mehr oft Sex haben. Was ich ganz spannend fand, dass das so ist. Das sind am Anfang alles relativ gut drin und kann ihnen sich gut aussichern. Ja. Krass, das war mir nicht bewusst, dass die
körperlich, mental, sexuell Gesundheit so signifikant besser ist, wenn ihn bestört ist. Also ich habe mir gefragt, ob ihn, wenn ihn das muss, ob ihn nicht einfach muss, wie reich sie Leute können sich leisten, sich zu bestürden, weil ich denke, dass das oft einfach auch ein Faktor ist. Und vielleicht muss den auch noch irgendwie so eine Variable von so, wie stabil ist nicht an meinem Leben, sowohl psychologisch wie auch vielleicht mit erbisch oder so weiter. Also vielleicht ist es nicht der Mariage an sich, mehr die Faktoren, die dazu beitragen, dass Leute sich können bestürden. Wir haben Mengen Analyse gewesen, ohne wirklich mal Tonien angeguckt zu haben, also das ist natürlich gelesen und die Gedanken, die ich mir dazu gemäht habe, aber es scheint da zusammenhängend zu gehen. Mhm. Ich fand an den Analyse macht absolut Sinn. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ob die Studien, ich lese mal die dann auch mal durch, weil es betrifft mich ja noch irgendwie auf eine Art und Weise. Was ich mir auch angeguckt habe, das ist eine interessante Info aus den USA, die ist leider schon bisschen mehr alt als von 2013. Da haben sie sowohl queers wie auch heteros gefragt, wieso die bestört gehen. Und die Gründe wären meistens dieselben. Also der Grund, den am meisten als immens wichtig genannt wird, ist, dass das läuft, wo wir schon nicht so viel drüber geschafft haben. Aber den als sowohl für queers wie auch für den General Public bald selbst bei 81 bzw. 84%, also queers, hinken bei allem immer ein bisschen Hand dran, außer bei pur Sachen, wo sie dann ganz viel sind, also so Rechte an Legal Benefits, du als bald halt schon von den LGBT-Leuten, die gesagt haben, das ist ein Grund für mich, für sich zu bestürden. Genau auch wie Financial Stability, du sind sie auch da weit viel General Public, wo sie ganz weit fort sind als wichtiger Grund, dass den will sie Beziehung von einer Religion unerkannt kriegen. Also du hast den General Public ziemlich heisch an, das für viel Queerleute aber kein immens wichtiger Grund für sich zu bestürden. Oder auch eins du gut nicht möglich. Also wenn ihr sich will katholisch bestürden, da geht das nicht. Evangelisch geht das manchmal schon. Ja, das hängt wahrscheinlich dann von der evangelischen Gemeinschaft auf, wohin sich bestört, dass sie dann ein bisschen mehr zersplittert. Und bei den Katholiken hängt es wahrscheinlich davon auf, also bestörte geht nicht mehr sich so sehnen lassen, das hängt dann davon auf, wen nicht möchte, und ob die Person das möchte, dann Hände von ihrem Bischof, wenn er Fanger kriegt oder selber Bischof, was er nicht mehr, mir ist das egal, was der Papst zählt. Stimmt. Ja, aber meine Recherche sind ich auch einen Artikel gestoßen an der Vogue, was ich immer witzig fand, wenn ich auf Vogue stoßen. Das geschieht manchmal just, wenn ich Filme wie Sexthemen recherchieren. Da wäre dann so ein Essay mit der Frage, sind ich eine schlecht queer Person, am I a bad queer, wenn ich mich bestürden. Und die Person, wir verlinken den Artikel dann noch an den Shownotes, als für sich so ein bisschen auf Konklusion kommen, nee, ich sehe kein bad queer. Ich merke, dass es viele Gründe, mir Grund ist auch, als es das so lange vierenteilig gehen, wenn das so lange nicht dürfen, da will ich nur davon profitieren und quasi auch die Normen, die es gibt, abbrechen mit meinem Beständnis und dadurch, dass ich dann eben mich bestürden lassen. Und das fand ich am Anfang ganz, ganz interessant. Kelly, du hast sicher auch ganz viel Gedanken dazu. Ja, schon für drunter gedurcht, was du gesagt hast, dass ihr vielleicht auch als FOMO sich besteht. Und bei mir ist es so, dass ich schon von keinen Leuten kann, die bestürzt sind, außer eben von der lesbischen Couple, wo ich letztes Jahr auf der Hochzeit war, wo ich gezählt habe. Und die Leute, die eben verlobt sind an einer Beziehung haben. Und da habe ich mir natürlich auch vorgestellt, am I a bad queer? Wenn ich mich bestürze, eben aus den heteronormativen Gründen raus, aber gleichzeitig denke ich mir, das ist ein Akt von der Revolt auch. Und ich weiß nicht, wie lange das noch geht, ehrlich gesagt. Also, wir haben noch debattiert, ob wir es zu Lützburg oder in Österreich bestürzen lassen, aber wo wir meinen, dass der Recht auf Beständnis am längsten hält. Und ich denke, dass es schon kann eine Situation eine Form von Diskriminierungsschutz sein. So, wenn irgendjemand am Spital ist zum Beispiel, oder wenn du willst, zusammen in 12 wohnen. Aber gleichzeitig dann natürlich auch nicht, also wenn du keine VermieterInnen hast, die so, nee, eine bestörte Queer-Couple, die plündert nicht bei uns ran. Boah, dann hast du natürlich Pech, aber gleichzeitig weißt du dann auch, dass du vielleicht nicht da wohnen willst. Es fühlt sich schon auch wie ein Akt von der Emanzipation an, dadurch, dass das nicht so mega viele Leute in meinem Umfeld machen, auch so ein bisschen wie, wir probieren einfach mal etwas aus und mal gucken.
Und ich schon einfach die Hochzeit auch so flott fand. Und ich denke mal, auch, wenn ich da bestört ist, da kann ich Papierhochzeit, das erste Jahr, das zweite Jahr ist ja schon ein anderes Thema. Und da kann ich all Jahr zu einem Thema halt den Kollegen anlöten und nicht etwas basteln oder craften oder so. Also ich fand, je nachdem, wen auch das Beständnis versteht. Und natürlich geht es die Leute, die sich bestürden, wird leider immer nicht mehr zwei Leute sind, wird ja halt für polyamoröse Beziehungen schon blöd ist. Also ich fand das schon noch ein wichtiger Punkt so. Generell kann ich ja daraus aber einen gemeinschaftlichen Event machen, wo es auch einfach die Leute geht, rund die Koppel, die bestört ist oder bestört wird. Und das war für mich ein mega schöner Grund, nämlich auch Queer Community einfach zu feiern. Also ich da vielleicht in Form von einem Fest für Leif Modernien, egal ob das nur Freundinnenschaft ist oder romantische Sexualbeziehungen, Beständnis, wie auch immer. Also ich fand, dann ging schon einfach Spielraum auch. Und allein das Modernien zu feiern, ist vielleicht auch eine Form von Widerstand. Oder kann eine Form von Widerstand sein. Ich meine, es hängt wirklich davon ab, wen das lebt auch. Ja, ich bin was gespannt, was dann also zählst da von der Planung, auch von der Hochzeit selber. Vielleicht kannst du Live-Bericht machen, Joel. Das gibt mich natürlich freuen. Vielleicht kannst du die ganze Maybe Sex Crew anrufen und wir hören dann alle Mikro mit und gibt dann eine riesen Reportage mit einer ganzen Staffel just über dem Kelly sing Hochzeit. Oh Gott, wann ich geliebt nicht. Da du schon aufregend genug über meine Verlobung zu schwätzen. Okay. Na, ich sage merci für das interessante Gespräch. Du hast so viel aus dem Nähkästchen geplaudert, wie Mensch sonst noch nicht. Ich habe da ganz gerne geleistet und mit da über das Thema geschwärzt. Ich hoffe, du hast noch eine schöne lange Zeit, wo du verlobt bist. Und ich freue mich da schon auf die große Kuch. Ich werde dich konsultieren, Joel. Ich komme in auf dich zurück. Alle, bis geschwind. Ciao. Ciao. Ein gut froh. Gut gefroht. Wat aus den Lust-Imperativ, auf ihr Wert sollte mir Pläsier zentrieren. Des Öfteren machen Leute Sorgen, führen allem, wenn sie längere Beziehungen sind, dass sie kein oder manner Lust auf Sex haben. Was allerdings langfristig mehr wichtig ist, als zu gucken, ob sie Pläsier an ihrer intimer und sexueller Beziehung haben. Für was es wichtig ist, Pläsier als Maßstab für sexuelles Wohlbefinden zu halten, erklären ich mir genau. Was ist der Unterschied zwischen Pläsier und Lust? Kapitel 2 vom Buch Come Together beschreibt Damelina Nagoski den Unterschied zwischen Pläsier, Pleasure und Lust, Desire, so. Pläsier fühlt sich, per Definition, gut an. Bei sexuellen und erotischen Erfahrungen ist es sinnvoll, als Ziel zu haben, sich gut zu spüren. Egal wie oft, wie lang, mit wem oder wo ich Sex hat. Es ist generell mehr wichtig, ob ein froh ist mit dem Sex, den er hat, und nicht so wichtig, wie oft der Sex will, wie der Sex genau ist oder wie viel Orgasmen er hat. Im Gegensatz zu Pläsier ist Lust an sich mehr oder minder neutral. Und je nachdem, wie der Kontext ist, finden wir Lust gut oder auch nicht so gut. Zum Beispiel können wir auf Social Media scrollen und Lust tun, witzige Videos zu gucken oder Content, den uns gut gefällt. Ohne, dass wir aber wirklich Spaß dabei haben. Das ist Lust ohne Pläsier. Oder wir können Lust tun, etwas Süßes zu essen und dann erstmal Croissant mit Gebäß und das nach mega lecker und genau so wie an unserer Vorstellung. Das ist Lust und Pläsier. Lust kann also pleasurable sein. Und vielleicht ist das auch der Grund, für was den Heinz du kann Lust und Pläsier mit nicht verwechseln. Mehr Lust muss sich nicht gut anfühlen. Und dafür ist es viel mehr sinnvoll, Pläsier zu zentrieren. Lust ist für allem auch keine Voraussetzung für gute Sex oder Pläsier beim Sex. Das ist aber schwer zu glauben, weil man von kleinem an etwas ernst beibringen kann. Das nennt Amelie den Lust-Imperativ. Was ist der Lust-Imperativ? Den Lust-Imperativ, auf Englisch Desire Imperative, ist eine kulturelle Erzählung, die besagt, dass der Liebe von spontaner Lust der wichtigste Maßstab für sexuelle Funktionsfähigkeit ist. Spontan Lust heißt, die Lust auf Sex könnte automatisch ohne Auslöser quasi aus dem Nichts. Vorstellungen vom Lust-Imperativ sind zum Beispiel folgend.
Am Ufang von enger sexueller an oder romantischer Beziehung solle mir Funke spüren. Eng spontan berauschend Lust nur sexueller Intimität mit einer potenzieller Beziehungsperson. Diese scheint so gut wie eng Obsession fehlt. Dat sprudelicht Verlangen, dat mir von Anfang an enger Beziehung spüren sollen, gilt als die richtig, best und normal Aderweis von Lust. An die Lust möchte eng Beziehung auch recht der Wert zu wollen. Und wenn mir als Sexualleben muss viel bereden oder planen, da wollen mir als Beziehungsperson an die Beziehung einfach nicht genug. Und wenn als Beziehungsperson eis nicht einfach spontan aus heiterem Himmel ohne Anstrengung oder Vierberedung regelmäßig begehrt, da will sie eis nicht genug. Der hört also raus. Die kulturelle Idee vom Lustimperativ impliziert, wenn ihr kein spontan Lust fehlt, da funktioniert den Sexual nicht richtig. Das stimmt natürlich nicht. Und das setzt viele Leute unnötig unter Druck. Aus der Rubrik über den Unterschied zwischen Erregung, Lust und Anziehung wissen wir nämlich schon, dass es zwei unterschiedliche Arten von Lust gibt. Erstens die spontane Lust, auf Englisch Spontaneous Desire, die entsteht als Vorfreude auf Plaisir. Und zweitens Reaktivlust, auf Englisch Responsive Desire. Reaktivlust entsteht erst durch oder nur körperlicher und emotionaler Intimität an erregender Berührung, also als Antwort auf Plaisir. Sowohl spontan wie auch Reaktivlust sind normal und gesund. Und das ist auch normal, dass Lust auf Sex sich am Laufe vom Leben auf einer Beziehung verändern. Wenn ihr in einem Moment kein spontan Lust auf Sex hat, kann ihr sich trotzdem, weil es einem wichtig ist, entscheiden, sich Zeit zu holen für Intimität, die Spaß macht und sich gut anfühlt, bei der ihr Plaisir verspürt. Und die Erfahrung von Plaisir ist oft ein guter Anreiz, für das mal zu wiederholen. Ein schlechter Anreiz für Sex ist, weil ihr meint, es missdehnen einen Hund oder ein schlechtes Gewissen hat, weil ihr keine Lust auf Sex hat. Hier hilft Kommunikation, an den Fokus zu verschieben, nämlich auf Plaisir zu lehnen. Plaisir zu zentrieren, bei Sex und generell bei Intimität, sind Auswege aus dem Druck von gesellschaftlichen Erwartungen und Skripten darüber, wie oft ihn soll, Sex wollen oder hun. Diesen Erwartungsdruck an die damit verbundene Sorgen machen nämlich, ironischerweise, meistens süß, dass ihn noch mal Lust auf Sex hat. Wenn du also merkst, dass du dir Sorgen zu viel oder nicht genug Lust auf Sex musst, dann ist das dein Stichwort daran zu denken, Plaisir ist das, was zählt. Damit nennt das Pleasure is the measure. Und was hat der Kontext mit Plaisir zu tun? Pleasure is sensation in the right context. Plaisir ist eine Erfahrung am richtigen Kontext. Je nachdem, wie der Kontext ist, finden wir Sensationen angenehm oder nicht. Zum Beispiel, wenn wir geköttelt gehen. Wenn wir gestresst oder mitziehen oder etwas weh haben, sind wir echt genervt, wenn als Beziehungsperson als kötteln will. Wenn wir gerade entspannt sind und als spielerisch fühlen, sicher spüren, da finden wir das vielleicht witzig oder sogar sexy, geköttelt zu gehen. Wenn du mehr zum Kontext willst gehen, lauscht an die Rubrik Stress and Sex in Kontext daran. Ich verlinke sie an der Shownotes auf der Website. Ziel für eine langfristig erfüllende Sexualität und sexuelles Wohlbefinden ist, einen guten Kontext zu schaffen, und zwar zusammen. Das kann ihr machen, indem ihr schwatzt. Und zwar darüber, was für dich Plaisir heisst und einen guten Kontext ausmischt. Hier kannst du dir an deiner Beziehungsperson folgende 4 Fragen stellen. An welchen Situationen ist es für dich am leichtesten, Plaisir zu verspüren? Bei welcher sexueller Erfahrung hast du an der Vergangenheit Plaisir empfunden? Wie fühlt es sich für dich an, wenn sexuelle Lust positiv und lustvoll ist? An welchem Kontext ist sexuelle Lust für dich unangenehm oder ambivalent? Den Kontext von seiner Beziehungsperson als es selber zu verstehen, ist der wichtigste Grundstein für eine erfüllende sexuelle Beziehung, die sich über Jahre oder Jahrzehnte spannen kann. Wenn es dem Lustimperativ, denke mir vielleicht, dass ihr nimmer über Sex schwätzt, wenn es ein Problem gibt. Aber das stimmt einfach nicht. Koppel mit einer guten, langfristigen sexuellen Beziehung, schwätzen über Sex. Plaisir zu zentrieren heisst, sich keine Sorgen über Lust zu machen. Und nicht zu denken, dass alles muss spontan passieren. Wenn ein Plaisir an den Mittelpunkt stellt, wenn es einem in einer Beziehung wichtig ist, da plant den am Voraus. Du passt zum Beispiel deinen Zeitplan so an, dass den Tag, wo du ein Date hast, du möglichst wenig Stress hast.
Du überlegst, was deine Beziehungsperson brauchen kennt, für eine guter Stimmung zu sehen den Tag. Pläsier zu zentrieren heißt, die Wäsche aufzuhängen und Spul zu machen, für meine Auflenkungen zu holen. Es heißt, wie den zu butzeln, für das deine Beziehungsperson kann eng entspannt bei den holen. Und es heißt für allem, zu fragen, was deiner Beziehungsperson gefühl geht, Sucht, beurcht und begehrt zu sehen. Und zu delen, was dir selber gefühl geht, Sucht, beurcht und begehrt zu gehen. Willst du noch Fragen, Antworten oder Umwirkungen? Das schreib uns auf sax@ara.lu. Fragen gehen natürlich beantwortet, wenn ihr das mal annehmen nennen. Über Feedback freuen wir uns immer. Ihr findet Mayway Sax auf Facebook, Instagram und saxpodcast.lu oder auf all eure gewünschten Podcast-Plattformen. Maybe Sax, der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Mit finanzieller Unterstützung vom Minister für Education, Kanner und Jugend und mit freundlicher Unterstützung von Graffiti, die Jugendsendungen Radio Ara. Das Minister für Education, Kanner und Jugend und Graffiti gehen all Responsabilität für die Inhalte von diesem Podcast auf.